Dieses Gemälde von einem gewissen Wuttke gibt seinen Besitzern Rätsel auf. Und zwar von vorne und von hinten. Im Jahr 1898 könnte sein. Nee, das ist nicht Jahr, das ist, oder? Glaube ich nicht. Kann ich jetzt nicht entziffern. Tut mir leid, aber... Wie wird er gehandelt, der Herr Wuttke? Keine Ahnung. Also da habe ich mich nicht... Ich meine, das hängt ja wahrscheinlich auch von der Größe des Bildes natürlich ab. Und also ich meine, es gibt scheinbar Auktionen. Also ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal vielleicht so 400 € vielleicht oder was. Aber ich weiß es nicht. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ein Bild aus fernen Landen. Wo haben Sie es her? Es stammt aus dem Haushalt meiner Eltern. Ja? Und da haben wir es übernommen und jetzt hängt es bei uns im Wohnzimmer. Und gibt keine Geschichte dazu? Wir wissen Von uns nicht, nein, keine Ahnung. Ja. Aber es steht ja auch viel drauf. Ja. Ja, also wir wissen Tsingtao. Steht einmal hier. Und auch eine Jahreszahl, nämlich 1898. Und auf der anderen Seite Ein Herr Wuttke. ein Herr C. Wuttke. Da ist ja schon recht viel an Information da. Kennt man alles, aber es gilt es zusammenzureimen. Denn Tsingtao ist keine deutsche Kolonie, sondern ist ein deutscher Pachthafen, den das Deutsche Reich erzwungenermaßen dem chinesischen Kaiserreich abgepachtet hat. Wesentlicher Grund war, dass es dort Kohlevorkommen gab. Und wenn man mit seinem Dampfer von Europa nach China gefahren war, war es unmöglich, wieder zurückzukommen, es sei denn, man konnte Kohle bunkern. Deswegen war das an der Küste gelegen, in einer Bucht, ein ganz wesentlicher Ort. Und diese Pachtverhältnisse, die haben sich lange erhalten bis 1914. Und dann gab es eine Invasion der japanischen Armee. Und dann war dieser koloniale Traum beendet. Das heißt, dieses Glück hat 17 Jahre gedauert, wo Deutschland sich auch in dieser Gegend, sagen wir mal, versucht hat auszubreiten. Der link signierte Wuttke war ein Maler, der in Düsseldorf unter anderem studiert hat, bei Eugen Dücker, und als Reisemaler galt und diesen Auftrag sichtlich gleich im ersten Jahr erledigen musste. Er hat eben für die in Berlin residierende Monarchie Wilhelms II., der auch den Namen Flottenkaiser trug, hat er immer diese Orte gemalt, deren man habhaft geworden war. Und das in relativ pazifistischen Bildern von dem idyllischen Leben dort. Und Wuttke war eben ein Meister der Idylle in dieser Hinsicht. Kunst wird hier jedenfalls als Legitimation verwendet. Also die Künstler werden geschickt, um zu zeigen, dass was das Deutsche Reich oder die eigene Administration dort macht, alles rechtens ist. Es gibt noch einen zweiten Antrieb für diese Art der Malerei, die sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, dass die Kunst dafür auserkoren wurde, fremde Länder zu dokumentieren. Dieser Begriff des Reisemalers, dieser Titel des Reisemalers, wie der Wuttke sie hatte, ist nicht eine einzelne Geschichte geblieben, sondern es gab eine ganze Reihe von Leuten, die nach Afrika, in den Orient, nach Südamerika gefahren sind und mit den Mitteln der Kunst, neben der Fotografie, die Fotografie war schon durchaus in Blüte, als Kunst mit nach Hause genommen haben. Dargestellt hier ist einer der beiden Häfen, der sogenannte Kleine Hafen, der zu der riesigen Bucht hin durch eine Insel abgeschlossen ist und ein buddhistischer Tempel mit diesen charakteristischen chinesischen Dächern, also Ziegeldächern in spitzwinkliger Form. Dass das Ganze dann auch richtig verpackt wird, sieht man an dem Rahmen, obwohl an dem Rahmen eine Eigenartigkeit ist, eine kleine Sonderbarkeit. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Wir sehen zwar die Bucht von Tsingtao, aber oben am Rahmen steht in der Mitte ein sehr schön chinesischer Rahmen mit Schlangen und so weiter, mit einer gewissen Symbolik. Aber oben steht dann plötzlich Peking. Das haben wir gesehen, Also ja. jetzt ist die Frage, ob das eine Zweitverwendung des Rahmens ist oder ob China gleichgesetzt worden ist mit dem Wort Peking. Ein Rätsel, das wir in dieser Situation wahrscheinlich jetzt nicht lösen können. Wenn wir jetzt zum Preis kommen, das Bild ist ganz gut. Das Bild ist eine ganz schöne,
eigentlich impressionistische Landschaftsmalerei der Zeit eben des ausgehenden 19. Jahrhunderts, um 1900. Aber aufgrund des Motivs und aufgrund der besonderen Umstände hat es heute einen höheren Preis, als es haben würde, wenn es jetzt ein belangloseres oder weniger bekanntes Motiv wäre. Bilder von Wuttke aus China sind schon versteigert worden, größer allerdings, schon versteigert worden um 12.000, 15.000 Euro. Und ich würde diesem Bild auch einen Betrag in der Größenordnung aufgrund des Motivs und der besonderen historischen Umstände von ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro zuschreiben. Das heißt für Erbschaft ganz gut. Ich würde es trotzdem hängen lassen. Es bleibt hängen. Nicht erschrecken. Und sich daran erfreuen, dass die Kunst auch in die Politik eingreifen hat können oder zumindest die Politik dann in der Kunst ein Ergebnis gefunden hat. Sehr schön. Noch eine Frage? Weiß nicht, auf der Rückseite steht noch ja, das mit dem buddhistischen Tempel. Ja, das ist aber das, woran erkennt den das Tempel? Motiv? Ist nur das Gebäude. Drehen wir noch schnell um. Hier auf der Viele Rückseite Gebäude. steht Und das mit 200 ganz unten, also so 2000 oder Schrägstrich Mark 200. 1200 hat es gekostet. Hier hinten steht Karl Wuttke, München, aus Buddha-Tempel in Qingdao, nach der Natur gemalt im Jahr 1898. Und dann war es auf einer Ausstellung und hat dort 1200 Mark gekostet. Aha, okay. Das ist der Hinweis, dass es auch händlerisch verwertet worden ist. Ein schönes Bild. Ich hoffe, Sie werden es mit Freude wieder dorthin hängen, wo Sie es haben. Ja. Und Ja, hoffentlich freuen haben uns Sie ein jedes Mal bisschen dran. was dazu wahrgenommen. Auf Wiedersehen. Vielen Wir Dank. danken uns auch. Sind Sie glücklich? Ja, kann man schon sagen. Wir Sehr waren überrascht. total überrascht. Also erstens mal über die Geschichte, die man uns erzählt hat, die wir nicht wussten. Viele Hintergründe haben wir erfahren. Ja, und natürlich auch über den Preis, da sind wir so geplättet, sagen wir mal so. Man weiß einfach gar nicht, was man so zu Hause hat, gell? Ja, so hängt es an der Wand und man bekommt es von den Schwiegereltern und dann hängt man es hin. Und ja, aber es war jetzt wirklich sehr toll.